Hat die Nationalität von einem EU-Memberstaat, da sind die automatisch auch Bürger von der Europäischen Union. EU-Bürger in Sinn. Ist das von Bedeutung? Ja, auf alle Fall. Die EU ist kein Nationalstaat, mehr eine gemeinsame Struktur für Gouvernance, zuständig für eine grosse Zahl an EU-Regeln, die einen direkten Impact haben auf unser alltägliches Leben. Der Grund dafür ist, dass ein Land lang bestimmte politische Ziele nicht erreichen kann, wie zum Beispiel für uns Luft proper zu halten, weil eine verschmutzte Luft über die Grenzen wegbläst. Oder für eine starke Ökonomie zu erhalten, weil der Einfluss von einzelnen Ländern an der globalen Ökonomie zu klein ist. Dafür haben die Memberstaaten verschiedene Kompetenzen und die Europäische Union übertragen, für zusammen bestimmte politische Ziele umzusetzen. Wie dass die Europäische Union demokratisch aufgebaut ist, hat alle BürgerInnen auch einen gewissen Einfluss auf die Regeln EU-Niveau. So zum Beispiel bei den Nationalwahlen, aber bei den Wahlen für das Europäische Parlament. Das Resultat von den Nationalwahlen bestimmt zum Beispiel, für welche Politik sich Erdland EU-Niveau ersetzt. Die EU soll nicht etwas sein, was weit weg stattfindet. Die EU soll eher ein offener Espace sein, für euch als Bürger ein Raum ohne interne Grenzen, mit freier Zirkulation von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital, und mit einer Kontrolle von den Außengrenzen. Bürger aus Drittstaaten, die keine EU-Bürger sind, können nicht einfach so an die EU kommen. Das EU-Recht hat Vorrang vor dem nationalen Recht, und EU-Rechte haben eine Auswirkung auf Arbeit, Hobbyen, Zuhause und Staat, ob das, was ihr kauft, ob das Essen und Trinken, die Luft, die ihr annoten, Sicherheitsstandards an den Gebäuden, Autos an sich, Handykästen und sogar ihren Handycharger. Weil die EU auf der Rechtsstaatlichkeit beruht, können alle EU-Rechte über die Gerichte auffordern, sogar gegen das eigene Land. Geschichten von EU-BürgerInnen, die für Rechte für das Gericht gekämpft haben, lehren uns, für was die EU steht und dienen uns nur denken. BürgerInnen, die ungesunde Luft zu Brüssel nicht mehr anatmen wollten, haben die Brüsseler Regierung forciert, für zu agieren, indem sie sich auf EU-Umweltbestimmungen berufen. Eng Stewardess hat ihr EU-Recht auf Gleichbezahlung für gleich Arbeit verteidigt und hat den Prozess gegen eine größere Fluggesellschaft gewonnen. Ein Student hat sein Recht auf Schutz von seinen persönlichen Daten verteidigt und gegen Facebook gewonnen. Französische Touristen in Rumänien haben sich auf ihr Recht auf Gleichbehandlung berufen und haben denselben Eintrittspreis an den Museen bezahlt wie die Rumänen. Mehr EU-Rechte bedeuten noch Pflichten. Nicht erlaubt ist zum Beispiel Diskrimination aufgrund von Nationalität, Gender, ethnischer Aufstammung, Religion, Handicap, Alter oder sexueller Orientation. Als EU-Bürger sind wir vereint an der Diversität. Die EU legt Wert auf Diversität und respektiert die nationale Identität auch von den Memberstaaten. Die EU-Bürger gehören einer Union an, die auf gemeinsamen Werten basiert. Respekt für die menschliche Dignität, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Respekt für die Menschenrechte, Pluralismus, Toleranz und Solidarität. Als EU-Bürgerin habt ihr an der Hand, für selber aktiv zu gehen. Informiert euch, sieft kritisch, partizipiert und da, wo es wichtig ist, setzt euch für EU-Rechte an. EU-Bürgerin sind, das zählt.